Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Im Namen Gottes, des Allmächtigen, so steht es in der Schweizerischen Bundesverfassung von der Äußeren Eidgenossenschaft. Ich begrüße Sie zur Sendung Gesundheit. In diesen verschiedenen Interviews habe ich einen ganz wichtigen Interviewpartner bei mir, der gekommen ist, weit oben runter von seinem Berg, der Werner Kieser. Ich werde Ihnen nachher kurz vorstellen. Werner Kieser, ein absoluter Gesundheitsexperte. Er feiert im Jahr 2017 50 Jahre Jubiläum Kiesertraining. Und er hat auch Anfangsjahr mit seiner Frau Gabi, Dr. Med Gabi Kieser, die Kiesertraining-Ketten verkauft. Werner, was hat dich bewogen, deine Fitnesscenter zum 50-jährigen Jubiläum zu verkaufen? Ja, es ist erstens ist man so ab etwa 65, wenn man die AHV bekommt, ist man sich seiner Endlichkeit bewusst. Und dann haben wir gesucht und gesagt, wer kann das fortführen. Dann hat es verschiedene Versuche gegeben mit Führungskräften. Und wir haben dann den wir jetzt haben, seit 12 Jahren, der Herr Antonopoulos, der ist geeignet, der hat es gut gemacht. Er ist noch jung, hat die Idee verstanden. Das war an sich der Hauptgrund. Dann habe ich gefunden, 50 Jahre, das Kind ist erwachsen, mit 270'000 Kunden. Das sollte jetzt eigentlich weitergeführt werden von jüngeren Leuten. Das ist eine rechte Leistung, muss ich sagen. Kompliment. 72'000 Mitglieder, ja. Aber in ganz Europa kann man sagen. Ja, ist also weltweit. Es ist auch Australien dabei. Wir sind nicht so gross, wie man meint. Ja. Aber das liegt daran, dass wir ein Angebot haben, das einfach nicht alle anspricht. Ja, aber trotzdem eigentlich das Wesentliche auf den Punkt bringt. Mhm. Eine zweite Frage an dich, Werner. 99% der Babys kommen gesund auf die Welt. Wieso sollen wir Menschen mit 80, 90, 100 plus nicht auch gesund sterben? Das ist ein schöner Gedanke, ja. Aber sagen wir jetzt aus rein biologischer Sicht, empfinde ich es als Utopie, weil die Evolution hat im Grunde kein Interesse, in Anführungszeichen, dass wir älter als 25 werden. Also wenn wir Gene weitergeben, ist eigentlich der Job gemacht. Ja. Und die ganze Medizin und auch wo auch du tätig bist, Jean-Pierre, bemüht sich auch darum, die sozusagen geschenkten Jahre erträglich zu gestalten nachher. Denn das ist nicht selbstverständlich. Das Durchschnittsalter ist hochgegangen. Wir haben dank der Forschung, dank der Medizin und so weiter, haben wir eine längere Lebensqualität, auch dank der Hygiene. Aber grundsätzlich kann man sagen, so etwa ab 25 geht es bergab. Das stimmt. Ja. Aber trotzdem, dank dir als Gesundheitsexperte, zähle ich mir auch dazu und andere, machen wir das Leben auch erträglicher, dass es auch ohne Medizin geht. Eben. Ja, ja, ist gut. Es gibt natürlich Überschneidungen. Man kann sagen, wir sehen es ja gerade bei mir, also beim Unternehmen, das wir hatten. Das ist
doch medizinische medizinische Probleme lösen wir. Dass das Medizin vielleicht noch nicht begriffen hat, vollständig, das ist ein anderes Problem. Ja. Tatsache ist natürlich, dass sie die Evolution auf eine Art austricksen können, indem sie immer wieder Anforderungen stellen, die die sogenannten anabolen Prozesse, also die Aufbauprozesse, stimulieren. Ja. Das ist das können wir machen. Und das ist halt immer noch als Reparaturdenken. Man fliegt es gerade dort, wo es kaputt ist, und dann ist es wieder gut. Aber nicht grundsätzlich geht man das Problem an. Aber wir sind doch in einer Präventionsbranche. Die kostet ein paar Millionen. Während Medizin reparieren, wie du das auch gesagt hast, operieren, das kostet Milliarden. Das stimmt doch einfach das Gleichgewicht nicht. Und man hört immer mehr Artikel und man kann sie immer lesen und sehen, auch unser schweizerisches Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Das ist richtig, ja. Das ist ein Missstand, der liegt aber nicht nur in der Medizin, der liegt überall in allen Systemen. Also es gibt ja verschiedene Systemtheorien und alle sind sich aber damit einig. Der Nikolaus Luhmann ist zum Beispiel ein interessanter Vertreter davon, dass das System eben Mechanismen entwickelt oder Organisationen zum Selbstschutz. Das heißt, Abschottung nach außen, Kontrolle nach innen. Man will das System nicht stören. Jetzt, wenn Sie mit einer Methode kommen, zum Beispiel, wenn irgendjemand oder du schreibst einen Artikel in einer Zeitschrift, das gibt eine neue Methode, Krafttraining, Lumbalextensoren, macht 9 von 10 Operationen überflüssig. Das ist keine Fiction. Das ist eine Studie, es sind mehrere Studien, die das beweisen. Ja. Wieso interessiert das niemand? Ausser der betroffen ist, der Rückenweh hat, das ist der Einzige, der Interesse hat. Vergiss nicht, die Spitäler haben ihre Budget, die wollen sie einhalten, die können es hochrechnen aufgrund der demografischen Kurve. Sie haben an jeder Operation 7 Leute, vom Anästhesist bis zum Ergotherapeut, die unmittelbar daran verdienen. Also Experten in dieser Sache. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist das mit dieser Methode? Ja, was erwartest du da? Aber ich meine, wir sind dran, unser Gesundheitssystem an die Wand zu fahren. Das bedeutet, es muss Lösungen geben. Ich sage immer, der Kutscher, den gibt es auch nicht mehr, wie der Gotthard reist. Der Typograf, den gibt es auch nicht mehr. Der Metzger wird es auch bald nicht mehr geben. Das ist richtig. Weißt du, was ich meine? Das bedeutet, wir müssen auf die neue... Ich bin hier mit dieser Idee, man macht Gesundheitspartner, man tut den Menschen helfen, wie sie eigenverantwortlich lernen zu leben, sich richtig ernähren, genug spazieren, genug schlafen und vor allem Krafttraining zu machen. Die Lösung ist doch das Krafttraining. In der Muskulatur ist doch der Jungbrunnen des Menschen. Absolut, ja, das ist auch der Grund, warum ich mich spezialisiert habe auf dem, weil ich gesehen habe, das produziert jetzt wirklich einen Mehrwert im gesundheitlichen Sinn. Das Problem ist auch, sind eben auch Krankenkassen als Institution. Das ist ja, du hast vorhin Eigenverantwortung gesagt. Ja. Das ist ein bisschen, das sagen da oft die eher linke oder linke Liberalen, sagen, das ist ein schwammiges Wort. Ja. Das ist, was heisst denn das überhaupt? Das ist ein Schlagwort, das nicht bedeutet. Vielleicht ist es klar, wenn man das Gegenteil definiert von dem, was eben nicht eigenverantwortlich ist. Das ist, wenn man die Verantwortung an die Krankenkasse und an die Ärzte delegiert. Das ist ein Problem. Ich zahle ja Prämie, also habe ich Anspruch auf Gesundheit, auf meine Versorgung. Ich kann weiter rauchen, ich kann weiter saufen, was immer. Oder? Und dort ist Mentalität wird damit natürlich gefördert, wenn ich mir da, wo dann immer aus Marketinggründen immer breiteres wird das Angebot. In Deutschland hat der AOK, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber haben sie Töpferkurs angeboten. Schön, Töpfer ist eine schöne Sache. Man muss aber Evidenz haben, was das bringt. Ja. Aber ich meine, du hast ja vor ein paar Jahren, wir kommen zurück auf was du gesagt hast mit der Wissenschaft, du hast ja damals in Deutschland beweisen können, dass es 90% der Rückenoperationen gar nicht braucht. Und da stand Unterstützung von der damaligen Gesundheitsministerin.
Ulla Schmidt, ja. Genau, die war auf deiner Seite. Ist aber auch mit dem Argument gekommen, ja, da tun wir einen ganzen Wirtschaftszweig abbrechen. Und wir haben ein wirtschaftliches Problem. Ja, ist klar. Das war dort auch interessant. Für mich war es ein Lehrplatz. Ich habe gemerkt, wie naiv ich bin, politisch. Und zwar habe ich die Studie gezeigt. Die Ulla Schmidt ist mit dem Tross also von ihren Professoren und Leuten, die einfach für das da sind, Gesundheit, ist sie dort eingefahren. Ich habe das gezeigt, sie waren alle begeistert, sie haben das toll gefunden, dass das gibt. Wunderbar. Dann ist ein Professor, also von der AOK, ist das glaube ich einer, ein höherer Angestellter oder Beamter, der hat gesagt, das ist wunderbar, Herr Kisa, das ist erstaunlich, ja. Aber haben Sie sich überlegt, wie viele Arbeitsplätze das vernichtet? Und da habe ich gemerkt, ja, der hat ja recht. Das Geld fließt da in viele Taschen, ne? Ein bisschen auch in meine. Ja. Also werden sich alle wehren bei dem Aber wenn der Mittelstand, die Armen sowieso nicht. Im Tessin ist es so, dass man 1/3 von allen Leuten, die Krankenkassen muss unterstützen muss. Vor allem sind das eben die ärmeren Leute. Oder? Und ich habe Zahlen gerade von gestern bekommen. Zum 2015 bis zum 2016 allein der Kanton Tessin von 6 auf 12 Millionen müssen zahlen für die Leute, die es einfach nicht mehr zahlen können, die einfach Privatkonkurs anmelden. Ja. Das heisst, ja, irgendwann einmal kann man auch den Arzt nicht mehr zahlen. Und darum komme ich doch mit der Idee, wieso machen wir nicht eine staatliche Krankenkasse? Weil ich habe gehört, in Deutschland hat man ausgerechnet in einer Studie, ich glaube das letzte Jahr, dass alle die Gesamtkosten, wo die verschiedenen Krankenkassen eben die Arbeitsplätze, die Administration verursacht, dass die höher sind, die Löhne und alles, als die effektiven Zahlungen an die Kranken. Also die Krankenkassen brauchen mehr Geld, als sie für ihre Leistungen ausgeben. Ich nehme das in der Schweiz und Österreich auch so. Das weiss ich, in der Schweiz keine Zahlen. Ja. Aber das ist natürlich, das liegt eben mit dem System zusammen. Ja. Das wuchert. Und darum ist auch die Idee von der Einheitskasse, die ist verlockend. Jede Zentralisierungsidee ist verlockend. Ja, allein wegen der Löhnzahlungen zum Beispiel. Ja, aber ich bin da nicht überzeugt. Ja. Die Tatsachen sind andere, die man sieht. Bei allen Zentralisierungsversuchen, fast überall, also in der Betriebswirtschaft, sehen wir, dass die Kosten wachsen. Ja. Die Zentralen wuchern dann. Ja. Das wird das System. Und sobald der Staat interveniert, dann wird es unbezahlbar. Ja. Und wenn der Staat interveniert, und das muss einmal gesagt sein, dann überwiegt Korruption. Wir nennen das euphemistisch Lobbying. Ja. Aber es ist nichts anderes als Korruption. Ja. Und da haben sie natürlich im Bundesbern sind Tausende von Lobbyisten. Und wir haben das sehr für die pharmazeutische Industrie. Und wir haben den Nationalrat, der auch in der Verwaltungsrat sitzt von diesen Multis. Natürlich. Das ist eigentlich die feine Form von Korruption. Aber wenn man ein Malus-Bonus-System anwenden würde, ich gebe dir ein Beispiel. Vor 2 Wochen musste ich zum Zahnarzt. Ich gehe immer, weil das nicht in der Krankenkasse drin ist, mache ich Prävention. Ja. Das funktioniert ja sehr gut. Ja. Ich putze meine Zähne, als Kind habe ich es gelernt. Ja. Ich gehe 5 Jahre lang, bin jetzt immer jedes Jahr Zähne putzen, nichts gewesen. Ja. Ich bin vor einem Monat nichts gewesen. 2 Wochen nachher, also vor 14 Tagen, habe ich gemerkt, hat er gemerkt, dass das Loch ist ziemlich weit unten, also praktisch unter dem Zahnfleisch. Ich komme eine Rechnung über von 410 Franken. Ja. Dann habe ich gesagt, wir müssen doch einen Weg finden, dass man dem Zahnarzt sagt, du hörst, wenn einer von sich aus wirklich eigenverantwortlich handelt, seine Zähne immer putzt, der hat halt 75%, wenn er 3 Jahre nichts gebraucht hat, 50%, wenn er 2 Jahre nichts gebraucht hat und noch 25%, wenn er 1 Jahr nicht beim Zahnarzt ist. Und dasselbe können wir auf unsere Branche einrichten. Wer ins Fitnesscenter geht, aktiv trainiert, vielleicht einen Fitnesstest unter Beweis legt, zahlt weniger Krankenkassenbeiträge. Ja gut, das heisst eben, aber das setzt wieder eine Verwaltung und eine Intervention voraus und Kontrollstelle und so weiter. Aber doch nicht so viel wie 10 Krankenkassen. Ich möchte ein Beispiel sagen. Ich habe eine Grippe, gehe zum Doktor, der gibt mir eine Spritze, die kostet vielleicht 20 Franken, die Spritze.
dann das Formular ausfüllen, dann gehen die Formulare geprüft und Schluss. Der Prozess ist ziemlich umfangreich. Ja. Am Schluss kostet die für die Spitze vielleicht 400 Franken. Also, so viele Leute haben daran geschafft. Ja. Ja. Ich gehe in Singapur, das ist ein erzkapitalistischer Staat. Ja. Ich gehe in Singapur zum Doktor, sage, ich habe eine Grippe, dann sagt er, kostet $20. Sage ich, gut, zahle dir $20, kommen die Spritzen über, der Prozess ist abgeschlossen. Das ist Wirtschaft. Könnte man aber bei den staatlichen Krankenkassen machen. Ja. Könnte man aber auch dort machen. Und darum, es ist überall wie das Gesetz, das sie multipliziert. Aber wenn wir Auto fahren, zahlen wir für das Nummernschild, zahlen wir Strassenverkehrsamt etwas. Schluss. Hast du mehr Kubik, zahlst du mehr. Also müsste es mit einer staatlichen Krankenkasse sein, wo auch die Ärzte, meiner Meinung nach, dürften die Ärzte auch noch bis 65 arbeiten, wie alle anderen auch, dürften nicht mehr operieren. Und wer für die staatliche Krankenkasse arbeitet, hat vielleicht ein Maximum an Lohn. Ja, das sind kollektivistische Ideen, die immer eine Obrigkeit der Staat voraussetzt. Ja. Bis die Eigenverantwortung ich bin grundsätzlich dafür, so wenig wie möglich staatliche Intervention, am liebsten gar keine. Ja. Ja. Also, bin ich auch deiner Meinung. Aber wenn die Menschen das nicht mehr gelernt haben, man hat es doch in den letzten Jahren wirklich versucht. Schau doch einmal an, was wir an der Universität, was unsere Ärzte lehren. Ja. Die lehren alles über Krankheit und nicht über Gesundheit. Ja, das weiss ich. Das ist eigentlich bekannt, aber wir haben unsere Präventivmediziner, das haben wir. Ich meine, das Problem das Problem liegt nicht bei den Ärzten oder beim Individuum, sondern es ist ein systemtheoretisches Problem. Solange wir Institutionen haben, wo immer erste Priorität die Erhaltung der Institution. Das ist bei jeder, das ist bei der Krankenkasse, es ist in der Wissenschaft, was ich jetzt gesagt habe vorher aus Deutschland. Ja. Da steht genau so. Die Wissenschaftler, die zuständig sind für neue Verfahren, da ist einer, der wirklich für das da ist, ein Professor, der hat zu mir gesagt, wieso schicken Sie mir diese Studien nicht? Also, jetzt musst du dir mal vorstellen, ich bin Schweizer erstens. Zweitens bin ich Unternehmer und nicht Wissenschaftler. Das ist ja sein Job. Aber wenn es natürlich um Politik geht, dann wird das vergessen. Ne? Aber zurückzukommen zu der Idee vom Gesundheitspartner. Du weißt, im letzten Jahr sagt man braucht 150'000 neue Pflegerinnen für die nächsten 3 Jahre im Spital. Ja. Ich sage, man braucht 150'000 oder noch mehr Gesundheitspartner, die zu den Menschen heimgehen, denen lernen, anständig sich zu ernähren, vor allem lernen, Krafttraining zu machen und sie dann nicht allein lassen, damit sie den Kühlschrank wieder aufmachen. Aber nicht als Institution, sondern als individueller Beruf, der Konkurrenz spielt. Ganz genau. Also einer, der es gut macht, wird gefragt und der andere fliegt aus dem Markt. Also ich weiss, dass zum Beispiel die bekannte Präventionsausbildungsstätte SAFS in Zürich, die sind dran, das Jahr so eine Ausbildung vorzustellen. Also das Umdenken kommt, ich habe da auch etwas, ich habe mir das aufgeschrieben, am 9.11.2016 hat man können lesen im Tagesanzeiger, dass der Verband AQC, Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie, das Thema Under- and Overuse, das heisst, es ist auch bei den Chirurgen anzukommen, wir operieren zu viel. Es ist bei den Ärzten angekommen, wir behandeln eben da Spritzeli und dort und verrechnen zu viel und man kann es einfach nicht mehr finanzieren. Ja. Und wenn ich höre, dass Helsana offiziell schreibt, wir werden nochmal eine Verdopplung haben bis im Jahr 2030, für mich viel vorher. Das heisst, am Schluss haben wir 50-60% von unserem Monatslohn zahlen wir für die Krankenkasse. Es kann doch niemand das finanzieren. Nein, das ist richtig, ja. Aber was können wir dagegen machen? Abbauen. Krankenkassen abbauen. Und zwar, also die Grundidee von der Krankenkasse, das ist ja aus von Bismarck, ist das eigentlich entstanden, ist ja für Notfall. Notfallmedizin, wenn wirklich Not da ist. Dann ist es notwendig. Ja. Aber
Aber abgesehen davon, dass das privat gemacht werden kann, wie das früher auch die verschiedenen Gesellschaften gemacht haben, Berufsgruppen gemacht haben, auch im Mittelalter mit der Innungen und den verschiedenen Gemeinschaften, die es gegeben hat. Und das ist also eine Möglichkeit, dass man einfach wirklich für Notfälle und nicht einfach man geht im Schnupfen zum Doktor rennt und dann entsprechende teure Mittel verschrieben bekommt und so weiter. Man müsste einen Rückwärtsgang hier. Aber natürlich sollten auch wir weniger für Krankheit, für Medikamente etc. zahlen. Ja, und es würde eben, vergiss nicht, es würde einen Abbau vom System bedeuten. Das heisst, Leute entlassen. Genau, die dann Gesundheitspartner werden. Ja, also ich meinte, es könnte andere Berufe geben. Genau. Das ist richtig, aber im Prinzip ist ja ein System, sagt, wir können jetzt nicht weniger werden. Und darum werden das ist unbewusst, werden so Sachen draussen gelassen. Hätte doch alle sollen sagen, was wir können von diesen 50 Milliarden, das war meine Behauptung, warum die Gesundheitsministerin aufmerksam wurde. Wir können von diesen 50 Milliarden, die wir uns jedes Jahr für den Rücken zahlen, können wir 40 sparen, aufgrund von diesen Studien. Ja. Man könnte anders investieren. Ja. Das interessiert niemand schon. Unglaublich. Aber ein anderes Thema, das die Leute interessieren, das ist Epigenetik. Ja, der Werner Kieser hat ja nicht nur viele Sachen vorausgesehen und Erfolg mit seinem Krisentrainingskonzept, sondern er hat auch gemerkt, es muss Lösungen geben. Und weil jemand glaubt, dass er genbedingt vielleicht da und dort einen Nachteil hat gegenüber anderen Menschen, kann man mit Epigenetik, eigentlich ein Zauberwort, einiges erreichen. Du hast vor 1,5 Jahren in Dresden einen interessanten Kongress gehabt. Vielleicht kannst du ein paar Worte erzählen, wie du auf Epigenetik gekommen bist. Also, man sieht einfach, dass das Schicksal nicht so festgenagelt ist, wie das scheint, wie man das lange gemeint hat. Man hat ja vieles lang gemeint, auch dass die Nerven nicht mehr nachwachsen und so weiter. Ja. Oder das Hirn sich nicht mehr trainierbar ist. Man wird immer dümmer, je älter man wird. Das ist alles eigentlich verflogen. Das ist nicht mehr. Und man weiß heute auch, dass man die Genetik, die genetische Struktur kann beeinflussen kann. Das müsste, aber ich meine, das müssen schon Wissenschaftler genauer ausführen, wie das funktioniert. Das kann ich so nicht. Unsere Forschung, darum haben wir auch eine Forschungsabteilung im Krisentraining, die sich mit diesen Themen detailliert auseinandersetzt. Aber alle die deterministischen Thesen, also die etwas vorausbestimmen, führen natürlich zu einer Resignation. Dass die Leute sagen, ja, weißt, ich habe das von meinem Großvater geerbt und das von der Großmutter. Das müssen wir ausräumen. Die Leute können sehr viel machen für ihre eigene Leistungsfähigkeit, aber wir können nicht verhindern, dass wir alt werden. Nein. Das werden wir alt und wir sterben. Ja. Das liegt in der Natur. Ja. Wobei, man weiss selber, muss ich dann langsam noch zum Schluss kommen, wir haben noch genau Minuten Zeit, dass aus Muskeltraining eben nicht die inneren Organe den Muskeln etwas bringen, sondern umgekehrt. Das Muskeltraining erzeugt Bodenstoff, also Hormone, für innen bis zum Gehirn, Herz und so weiter und macht sie fitter und jünger. Das ist die Myokine-Forschung, die du da jetzt im Detail ansprichst. Und die ist natürlich sensationell, ist noch sehr jung, aber die heisst nichts anderes, als dass unser mentaler Zustand, also auch unser Charakter, unser Denken durch Muskelarbeit verändert wird. Ja, das ist die Botschaft, das sind Dänen führend und da müssen wir schauen wir weiter. Ja. Also Werner Kieser, ich danke dir vielmals, dass du da ins Studio gekommen bist. Ich hoffe, ich sehe dich noch ein paar Mal, dass dir das etwas bringt, weil ich glaube, es braucht heute wirklich Lösungsansätze, wie der Werner Kieser und ich das heute da können zusammen besprechen mit ihm. Nicht nur immer kritisieren, sondern Lösungen finden. Und ich kann Ihnen etwas sagen. Fitnessclub-Betreiber sind die meisten Gesundheitsexperten. Wir sehen uns bald wieder. Einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ein Geschenk für Ihre Zukunft. Diese Bücher beweisen, dass das Wiedergeburtswissen in den 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam vergessen gegangen ist.